Hey Freunde, Servus, hier ist Renton. Wir sind in The Duke's Archives. Und ich versuche heute Thief the Scaleless zu killen. Ob das überhaupt ansatzweise funktioniert, müssen wir dann feststellen. Ich glaube, eine der ersten Aufgaben, die ich hier erledige, ist es, Bonfire doch nochmal zu kindeln. Ah! Hat sich, glaube ich, eh gleich erledigt. Ne, sieht gut aus. So, erstmal raus. Bin ich momentan? Ja, ich bin momentan noch Hollow. Hello. Wir benutzen 2 Humanities. Komm, wo ist die nächste? Hier. Einmal um menschlich zu werden und einmal um das Bonfire dann zu kindeln. Jawohl. Humanity restored. Und Kindle, damit wir 10 Estus Flask bekommen. Thief the Scaleless ist ein Boss, wo ich absolut keinen Bock drauf hatte. Absolut nicht. Deswegen habe ich mir den auch so lange aufgehoben. Und wer weiß, vielleicht funktioniert das ja ganz gut. Vielleicht aber auch nicht. Ich rechne eher mit letzterem. Ich renne jetzt erst einmal hier durch. In der Hoffnung, dass mir nicht so viele Gegner folgen. Hopp, 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 hopp. Jawohl. Hier erwischt er mich nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, das mit dem Durchrennen war eine blöde Idee. War eine sehr blöde Idee. Sprich, wir müssen langsam an die Sache ran. Leider. Aber schauen wir mal, wie es läuft. Wie gesagt, ich hasse Duke's Archives. Ich hasse es wie die Pest. Aber leider gehört es halt zum Pflichtprogramm. Und tschüss. So, dann kümmern wir uns nach und nach um alles, was hier rumrennt. Ach, der Bogenschütze hockt da oben drauf, die Drecksau. Ja gut, soll er machen. Soll er machen. What the fuck, hat mich jetzt erwischt? Ach, da hinten ist noch einer. Ei, 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 ei. Hopp, komm her. War klar, ne? So, deswegen habe ich das Bonfire gekindelt, weil ich gewusst habe, dass ich hier relativ Probleme haben werde. Den Aufzug kennen wir schon. Ich will eigentlich, dass die Plattformen sich senken. Weiß aber nicht genau, wo ich das nochmal machen musste. Und bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht hundertprozentig sicher. Guck mal einfach mal, was hier so geht. Was hier so los ist. Da waren wir sogar schon anscheinend. Okay, gut zu wissen. Der Aufzug da hinten führt uns eigentlich nur wieder hoch.
wo wir schon mal waren. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da überhaupt was machen müssen. Ich glaube es fast nicht. Also rennen wir hier mal durch. So, der ist fort. Ich glaube, wir müssen hoch, wo wir eben schon waren. Und dann aber rechts entlang. Oh Gott, wie ich's hasse hier. Tschüss. Ah, fuck von allen Seiten. Es sieht ganz entspannt gerade aus. Weg. Und los geht's. Hier das Ding drehen. Perfekt. So, wieder aufs Schild wechseln. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich eigentlich hin wollte. Gut, beam dich weg. Ist mir scheißegal. Jetzt gehen wir hier runter. Hier direkt rein und schalten die Abkürzung frei. Ey, wie rutschen da nochmal? Ah, so. Einfach nur Kreis. Einfach nur Kreis. Na. Unglaublich. Blue Titanite Chunk. Jetzt gehe ich hin, bewege einen zweiten Hebel. Sorry, ich bin gerade ultra konzentriert. Das hier ist, glaube ich, eine Mimik-Kiste. Jawohl. Und tschüss. Leg den Schalter hier um. So, dass wir jetzt direkt rausrushen können. Muss gerade überlegen. Und dann können wir in die Crystal Cave und können direkt zu Thief rushen. Also jetzt habe ich mir quasi meinen Weg gebannt. Was aber nicht heißt, dass es jetzt einfacher wird, weil... ja, ihr werdet selbst sehen. Gucken wir mal, wie wir durchkommen. Rennen wir hier durch. Nehmen die Treppe auf die Kisten hier unten und so weiter. Scheiße, ich mal getrost. Brauche ich ganz ehrlich jetzt nicht. Ich möchte nur, dass Thief endlich tot ist. Hier sind die Crystal Golems. Ekelhafte Gegner. Die haben wir, glaube ich, schon mal gesehen, kurz vor der Hydra. Ich werde an den meisten, wo es funktioniert, vorbeirennen. Werde mal gucken, ob ich überhaupt vorbeirennen kann. Manche stellen sich hier einem ziemlich in den Weg. Wir sind jetzt in Crystal Cave. Ja. Das war schön. Und was Crystal Cave ausmacht, ist, dass es unsichtbare Böden gibt. Dort, wo es aber schneit, so wie hier, könnt ihr laufen. Ihr seht's. Macht die Sache aber nicht gerade angenehm oder einfach. Wir droppen uns hier runter. Gehen hier entlang.
So, jetzt muss ich drauf achten, wo ich laufen kann. Hier, da haben wir den Vorteil, dass da schon was steht, sodass der Weg gezeichnet ist. Der Crystal Golem hier ist ein fetter Brocken, an dem wir aber gut vorbeigekommen sind. Jetzt muss ich überlegen, hier an den Zweien vorbei und hoffen, dass ich nicht runterfall. Hof hin, Hof hin, Hof hin. Okay. Jetzt gucken, dass mir keiner folgt. Nee. Schnell checken, ob ich auch meinen Cursebite Ring anhab. Ja, habe ich. Der beschützt uns davor, verflucht zu werden. Was ihr definitiv nicht wollt. Ihr wollt hier nicht verflucht werden. Jetzt sind hier ein Haufen Muscheln, die ich versuche vorher platt zu machen, weil sonst rennen die euch in den Boss mit rein. Es gibt einen Trick mit Safe Quit und so weiter. So, scheiße ist natürlich, dass ich denen so gut wie nichts abziehe. Sehr schön. Auf zur nächsten. R2 wirkt hier Wunder. Wie viel haben wir denn noch? 3 Stück. 2 sind jetzt direkt aggro auf mich. Oh. Gut. Zurück, zurück, zurück. Der nimmt ein bisschen Abstand. Oh, ich vibriere gerade. Irgendjemand versucht mich anzurufen. Ist natürlich eine super Stelle hier. Ich bleibe hier stehen in der Hoffnung, dass mich gerade nichts killt und bin gleich wieder da. Okay, hier bin ich wieder. Mich hat nichts gekillt zum Glück. Glück gehabt. Mach mal die letzte Muschel platt und dann hoffe ich echt, dass ich bei Thief nicht sterbe oder verflucht werde. Ich habe zwar den Cursebite Ring an, aber naja, man weiß ja nie. Man weiß leider nie bei Thief the Scaleless. Ekelhafter Boss. Ich mag ihn absolut nicht. Hier sehen wir schon ein paar Verfluchte und jetzt kommt eine Cutscene. Also, Thief ist unverwundbar. Und euer Ziel ist es, den Kristall da hinten kaputt zu machen, damit ihr Thief überhaupt verwunden könnt. Es gibt einen Trick, dass er den selbst kaputt macht, wenn er herkommt, aber da scheiße ich jetzt mal drauf. Wenn ihr seinen Schwanz abschneidet, bekommt ihr das Moonlight Greatsword, was glaube ich ziemlich gut für Decks ist. Könnte aber auch Faith gewesen sein oder sonst was. Ihr seht die Kristalle, die er schleudert. Sorgen dafür, dass ihr verflucht werdet. Deswegen ist der Cursebite Ring extrem zu empfehlen. Nebenher schießt er auch noch Laser. Oder macht die Attacke hier, die auch extrem hässlich ist. Deswegen ich eigentlich versuchen möchte, hinter ihm zu bleiben. Uns aber gerade nicht schafft. So. Leck mich doch am Arsch.
Glück gerade noch geheilt. Raus hier. Nochmal trinken. Mir geht die Pumpe, ey. Mir geht's Herz. So kurz vom Ziel. Und ich stelle mich an wie ein Idiot. Oh je. Erledigt. Ja. Ja, verdammt, ja. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Ach Gott, wie schön. Sieg über den Schuppenlosen. Leck mich fett. Leck mich fett. Wir leveln ab. Reicht für 2 Level? Mir wurde gesagt, scheiß auf Dex. Also scheiße ich auf... Na, einen auf Dex geht noch, dass wir 30 haben kommen. Irgendwo müssen wir aber ungerade bleiben. Nehme ich Health oder Endurance? Ich nehme, glaube ich, Endurance. Dass der Equip-Load noch ein kleines bisschen hochgeht. Werde mich jetzt warpen. Und zwar zum Firelink Shrine und dort wird auch der nächste und voraussichtlich vorerst letzte Part von Dark Souls stattfinden. Ich werde zu Gwyn gehen, versuchen Gwyn für euch zu killen. Und alles weitere erkläre ich dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao!